Hier so Auntwuaten mit Franz und Jakob waren, von der haben so ein wertvoller Thema auch, wenn er einer ist, wo die uns nicht gewählt haben, wo die für sich nicht gewählt haben, wegen das einer wo die Streit ja, und Trouble ja, und wo sie anzug waren, für kritisieren, was heute für wenn sie die waren kritisieren wegen das Thema? En maar dan maar uit zijn dafür. Dat direkt Gottes en de ganze Sache von der Bibel uitleiden en man Menschen dat nicht gefällt, dat hält sich dann gleich durch. Einmal in der anderen Zeit, Jesus kriegt auch einmal gekritisiert und Apostel Paulus und all die kriegen noch einmal gekritisiert. Das macht wir uns auch verloren. Ja, und ich denke, wir können einmal nicht darum, dass sie fragen noch, und so wie dann bloß, was einmal dann die Bibel rüberbringt, das wird wir dann tun. Ja. Und so. Und aber vor, dass wir das angehen, habe ich eine Frage über unsere Deutsche, so wie meine Nieten oder so wie Deutsche. Wenn wir ganz korrekt abrechtig wären, so wie so, dann würden wir beides sein. Du nur wer du bist, nicht? Ich meine, wenn du die DNA willst nur sein lassen, das auch kann nicht neu sein, dann weißt du, wie viel Deutsch du bist. Nicht, dass das wichtig ist für mich, ich denke nicht, dass das wichtig ist, aber wenn Menschen immer waren eine Frau werden, habe ich mal Gedanken geführt über das, was uns Mennoniten merken soll, ist, wenn wir am Glauben sind und wir an den Glauben sind, was Männer Simon wir in der Gruppe, das wären dann die Wiedertäufer und da wären ja dann 3 verschiedenste Ströme von der Wiedertäufer. Mennoniten sind ein von der, und wenn wir reich sind, dann sind wir beides. Aber es ist almost noch ein so ein Ding, wir sind meistens ein Volk geworden von uns selbst. Nicht, dass dort in Plan, wie ich denke, Männer Simon würde nicht sehr mutig sein gewesen mit dort, wenn der dort gewusst hat, was das würde sein. Aber ja, wir sind, ich bin Deutsch vom Blut her, sind ich Deutsch. Und vom Glauben sind ich ein Kind Gottes ist. Und dann aber Mennonit, ich würde die Bibel so dort ausleihen. Aber dann auch der Tauig sind einmal manche Mennonitentum abgewaschen, was ein Subculture ist geworden, würde ich sagen, auf Englisch. Das ist einfach eine Kultur geworden. Wir haben ja alle unsere frottige kleine Dinge, die andere Menschen nicht verstehen können. So wir sind beides, ja. Ja, okay, sehr gut. Dankeschön für die Gedanken übergeben. Und wir wollen auf das nächste Physik noch ein klein bisschen mehr. Und ich sage noch nicht schwierig, wen von wo uns Plottisch herkommt, aber okay. Auf den nächsten Thema, wo ich die Frau stelle. Und so von der und habe ich dann das Thema über, kann wir unsere Radung verlieren. Well, was mir wichtig ist, warum ist die verhaltene Frau auf wie unsere Radung verlieren kann. Das gibt immer all so eine Sachen dort. Und für mich ist das, ich will einmal mal ganz kurz das Evangelium übergehen, bloß kurz taub genommen. Und wem, was ich das will, ist, ich denke an diese ganze Frau von einmal gerat, wo der eine Camp sagt, du bist einmal gerat, und der andere Camp sagt, du kannst nicht. Mir jankert einmal das Evangelium der Hand allein, dass wir das weiten dort einfach ist. Und das wird einfach, meine ich, nicht einfach auf dem Bild ja weg. Ich meine, das auf Englisch würde ich sagen, simple. Dass das auf einem Level geht zu verstehen. Und das ist mir das, was Jesus will haben, was wir das sollen. Ich wollte das einmal übergehen. Das erste Ding, was da passieren, ist, dass wir mal ein bisschen tun, und da fingen wir Apostelgeschichte Kapitel 2, in Vers 37 und 38, da fingen wir unsere Auntwuaten. Wenn du das einmal plötzlich lesen? Ja, das sagt Jesus steht. Aber so dort hinten ging dort an durch den Hort, und sie sagten zu Peter und der andere Apostel, was soll wir tun, Brüder? Aber Peter sagte an, denk dort Büsse, und in jeder von Jünd lud sich däupen ab den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden, in die Worte der Guf den Helden Jesus empfangen. Das sind ein paar sehr schöne Versen. Erstlich würde ich das abzuheben gleichen, und dort ist das die Kirche wie hier geboren. Apostelgeschichte Kapitel 2, ein Christentum, weit wieder, das ist die Geburt von der Kirche, der neutestamentliche Kirche. Und wenn es hier so begeistert wird in Gott, der tut einfach ein Wunder hier, und das Wunder wird, dass jeder einer hier die Sprache sehen, an die Sprache, wo Heimat abgewaschen wird. Und was hier interessant ist, dass sie den Spaten, wenn sie dachten, das ist in die 13. Vers von Kapitel 2, da reden sie Spaten und sehen, die werden von nie Wien. Und von nie Wien, da meinen, die werden betrunken. Und dann, wenn sie Spaten, dann stand Petrus ab, und wenn die allmal haben gewundert, über wo Botschaften sich gehört haben, aus der Apostel gewesen, hier ist einfach eine Botschaft. Petrus stimmt ab und predigt hier eine Botschaft. Und die Botschaft, was er hier predigt hat, ist, dass er das erklären, was hier angehen hat,
En dan have hier van vers 17 berg 21 dat hij Oude Testament schrift over deel hol en dan dat hij wieder erklären. En een van de dingen wat hier zijn dat in de 23. vers is dat Gehandessen Jesus gesetzlosig ongesetzt, oder gegeben Gesetz hat dem genommen und haben ihn gekriegt sich. So, das wären charakter selbe Menschen, wat er wären aus der Schrien, dann kriegt sich an, wo Pilot seine Hängwaschen sein, das ist ab dann sein sie, das auf uns und auf unsere Kinder. Und das ist noch ein klein bisschen, was ich gleich abzuheben, und dort ist, dort, wir würden gleich uns dort aufzuschieben, dass die Kritium ist nicht unsere Schuld, aber wenn wir dort abrechtig verstehen, dann nehmen das dann kann wir nicht anders sein, dass die spottende Sterben, oder sehen, Kritik an, da wir meine Sterben machen. Und als ich die Botschaft vor dich habe, dann kommen diese Versen über dir. Und daraufhin sagen sie, wenn wir das lesen, dann in den 37. Vers, dann sagt das, als sie das hier, dass wir entschneiden das am Hort. Und wir machen alle dazu kommen, dass uns das am Hort schneiden wird. Und wenn uns das am Hort schneiden wird, dann können wir auch so tun, als das hier werden. Sie sehen dann über dem, was soll wir tun? Ein Mensch kann noch nicht geraten werden oder geholfen werden, was die dazu kämpfen, wo die sagen, was muss ich tun? Als sie dadurch beantwortet haben, was muss ich tun, dann wird er das beantworten mit was sie machen tun. Und das ist, er sagt hier zusammen Buße tun. Und das ist das erste Ding, was ich hier rüberbringen will, als dass sie machen Buße tun. Das ist gar nicht schwer zu verstehen. Ich will einmal noch ganz kurz sagen, was Buße ist. Menschen haben viele Mal einen Eindruck von was Buße ist. Buße ist bloß ganz einfach, mein Sein ändern, von mein Weg gehen, in anderen und sagen, ich gehe Gott sein Weg. Ja. Das ist was Buße ist. Danach, dort würde ich noch sagen, dort tauschen, dass wir sind da sind. Das ist ein Pott von dort wieder tauschen. Und ich denke, das ist einfach nicht, die kosten Menschen nicht raten, was nicht weiter, dass die verloren ist. Ja. Und das ist noch ein ganzer Thema an sich selbst, das nochmal dort teilnehmen, aber dort in jeder Mann früh ein Kind Sünder sind. Die sind an Sinn geboren, das ist wichtig. So, das ist das erste Ding. Das zweite Ding ist Glauben. Apostelgeschichte, Kapitel 16, in Vers 30 und 31, wo steht dort auch mal lesen? Ja. En hij viert aan Ruud en zei, Mana, wat moet ik doen, du met ik geraad war. Zo bezeden, geloof aan dem Herrn Jesus, en du wirst geraad worden in dein Huis. Okay, hier haben wir das wahr, nicht? In den 30. Vers, du sagst, Mana, was muss wir tun, um geraad worden? Das ist das große Wort von Gerad. Du wirst verloren oder du bist gerad. Du bist nicht dazwischen irgendwo. Oh ja. Du kannst nicht mehr gerad sein. Du bist entweder verloren oder du bist gerad. Das ist ein Punkt, den ich noch will abheben. Aber was ich hier besonders will rausheben in dieser Vers, ist die Antwort, die ich gebe. Das ist ein interessantes Ding, dass die Frauen und dann geben die Antwort. Und die Antwort ist, sie sehen zu Ende, glauben an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerad sein, du in dein Haus. Okay? Und das ist das Wort gerad war. Was meinen die mit das? Und wie weit in der Apostelgeschichte Geschichte hat zu tun mit dass wir einer, der von dort abgestanden wird. Und das ist ein Pott von dort, dass wir das glauben, dass Jesus, man hat hier sagen, dass glaubt an den Herrn Jesus Christus, das gibt mehr Bahn als bloß einfach an den Glauben. Das hat zu tun mit das Glauben, dass wir den Sehen Gottes, das Glauben, dass wir im Kreuz gestorben und dass wir von dort abgeweicht. Das ist das Glauben. Und dann das nächste Ding, was da wichtig ist, und das ist in Römer Kapitel 10, in Vers 13, und du, dass uns, wir wollen Vers 11, 12 und 13 lesen, Jakob wird das lesen für uns, ab Plotitsch, das schöne Sprachwort, wie wir kriegen haben, wo steht das mal lesen? 13 sitzt die. 10, 11, 12 und 13. Dann die Schrift sagt, jeder, der an am glaubt, wird nicht zu schauen worden. Dann du hast keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Dann der selbe Herr von alle als Recht für alle, der am anrufen. Dann jeder, der den Namen vom Herrn anruft, wird geraten worden. Das sind so eine schöne Verse. Und was will ich mit dieser Verse rausheben, als jeder einer, der rufen wird ab das. Auf Englisch gleich das Wort cry out to the Lord. In Deutsch würde ich das einfach sagen, roar zu dem Herrn. Lot das rüt. Raup am an. Und das ist, was hier sein wird. Die Schrift sagt, jeder einer, der glauben wird, und am Wort nicht zu schauen gehen.
kein Mann will schon gehen, aber das hat noch mit mir zu tun, ist bloß mich schämen über was ich getan habe, wie ich sage, hat noch mehr zu tun mit der ganzen Sache von zu schon gehen, hat zu tun mit verloren gehen. Und dann sagt er in Vers 12, du hast keinen Unterschied zwischen den Juden und den Griechen. Von daher würde ich sagen, kein Unterschied zwischen dem spanischen Mensch, dem deutschen Mensch und den schwarzen Mensch, was immer Hans dort ist. Ich rede hier ein bisschen von DNA, das hat nichts zu sein. Mich interessiert das, aber von Gott sehen sie, hat nichts zu sein. Und dann Vers 13, sehr schön. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Das ist so schön und so klar und direkt. Das ist eine einfache Botschaft von was das Evangelium ist. Und warum da so viel mal gestritten über was, als wenn das wird complicated. Und das ist mir ein sehr wichtiger Punkt, dass das Evangelium so complicated wird. Das Evangelium hat Jesus gesagt, er hat das so gepredigt, er hat das so gesagt, dass Kinder das verstehen können. Ja. Wir so gesehen von der Smart hier von einem jungen Mädel, der 10 Jahre alt ist, was ich bekehrt habe. Und ich denke, das ist so schön. Ja. Und so Gott hat das dort geführt. Ich will nur noch einen Punkt zu das bringen. Und ich denke, das ist, wo ein großer Punkt bin. Und das ist in Matthäus Kapitel 16, in Vers 24. Ich will hier noch das. Sie, der erste Part ist sehr leicht. Ich würde sagen, was hier, wenn ein Mensch das tut, was ich gerade gesagt habe. Ich nenne das the finished work of the cross, die vorige Arbeit von was Christus getan hat. Wenn ein Mensch hier kommt, der raubt dem Herrn, und dann ist die von nie geboren, dann trägt der Heilige Geist dann ist das ein wahrer geborener Mensch. Der Heilige Geist an den Menschen tragen, und dort ist der wahre Geburt. Und so, du hänger, und das ist dann complicated. Und das, wo wir von reden, dann, weil kein Mensch weiß, dass der gerade ist oder nicht. Excuse me. Kein Mensch seine Radung verlieren. Der Mensch kann wissen, dass der gerade ist. Das ist noch ein anderer Thema. Ich glaube, wir haben den noch einmal was gecovert. Aber hier einmal würde ich gleich sagen, was hier ist das sehr einfach. Ja. Das nächste Part, dort kommt noch viel mehr. Ich denke, in Mann früh, was 60, 70 Jahre ein Kind Gottes ist, die waren da noch einmal war fresh, mehr lernen. So das ist more complicated. Und was ich nu will rausheben ist, was noch simpel ist, und das ist Matthäus 16, 24. Das heißt, dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn irgendwer mir nur fallen will, der soll von sich selbst auf sein und nehmen sich das Kreuz auf sich und kommt nur mir. Er kommt mir nur heran. Follows me, get me heran. Und ich denke, dass der zweite Part von dem Evangelium wird nicht so ganz so einfach ist, aber das ist auch noch ziemlich einfach. Ich denke, dass das sehr schön, wenn wir dort am Denken holen, dann dass wir sagen, Jesus herangehen. Diese ganze Idee, mit wir einfach herankommen. Irgendwo endet, da wir dann noch Dinge verlieren, weil wir mit einmal das zu complicated machen. Ich will noch eine Vers, und dann wollen wir das durchluten über diesen Thema, und dann wollen wir, und das ist in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 3. Wir wollen das mal nicht fertig kriegen, ganz für sich, ja. Wir sitzen gerade das Thema, und really können wir hier lang von vertellen, aber ich denke, dass wir dann so diese Audios dann da wir nicht tausend an Details gehen, aber genug, dass die Menschen kriegen, was fehlen hat. Aber diese Vers, die bringt auch was raus, was ich denke, was wichtig ist. Und diese ganze Lehre, das ganze System von was immer Hans die dort an was, das sind verschiedenste Nummern. Calvinism, Eternal Security, Reformed Theology, und eins von denen, was dort ein Band sind, die würden sagen, die liegen in sich vielleicht in Wasser, aber die sind nicht alle. Aber dort wo ich mit bekannt bin, wo ich über Jahre mit gehandelt habe, das ist Calvinism. Und das ist ein complicated System, das ist sehr kompliziert. Und diese Frage ist mir wichtig, korrekt das mit annehmen. So, wo steht mal lesen? Ja, das sage ich, aber ich habe Angst, dass vielleicht aus der Schlange über durch ihre Last verleiht, so werden auch die Gedanken verderben und weichgeführt von der Anfalt in Reinheit Christus gegenüber. Okay, ich werde mal auf Englisch lesen. Das sagt, but I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness. Und hier will ich ein klein mit anholen. Die so tun braucht craftiness, die braucht, und was braucht der für ein deutsches Wort für das? Das ist das Laster, das ist das Hängerlaster, das irgendwo das Versägen, das ist was mehr uns, was das Essen sagt. So your minds may be corrupted. Die Dinge, die unsere minds corrupted from the simplicity that is in Christ. Dat is zo'n stromend woord. Ik kan plottisch niet zo'n stromend woord als op Engels. Dat woord simplicity, dat is
das beste Plattdeutsche Wort, was ich weiß, das ist einfach. Und aber einfach habe ich so viel mal gebraucht, als die Lieder haben das so einfach, oder was immer haben. Und das ist nicht, was ich mit das meine. Ich meine mit das auf dem Lehrlevel, das ist simpel, das ist nicht complicated, das ist korrekt, das jeder. Kann ja das verstehen kann. Kann ja das verstehen kann. Und so das ist, was mir wichtig ist, dass wir einmal das verstehen, dass das Evangelium ist simpel. Das Evangelium, das ist so abgestellt, dass ein Kind das verstehen kann. Und dann wird wir einfach mit dort wiederkommen, dass wir das dort würden loben. Ja. So, wir wollen das hier so einmal aufmerken, und dann wollen wir das nächste Thema, wo wir deeper in das hineingehen, kann wir das verlieren oder kann wir das nicht verlieren, was sagt die Bibel davon. Wir wollen die Version von beiden Seiten einmal mitteilen, von der Seite, was das sagen, wir können das verlieren, von der Seite, was das sagen, wir können das nicht. Und dann wollen wir sagen, was ist wirklich der Kontext von das Wort Gottes über die Sache. Und so, dort nicht für jeden in den nächsten Video auch zu kriegen, und auch diesen Daumen nach und subscribieren, und auch eine Freundin schicken. Und aber nicht das brauchen, zum sein, den nächsten Moment Humor, also es dort, wir wollen sehen sein, und es steht, wo sein Stirn ist zu sein. Du habt da wieder nicht. So, Gott mit dir. Ja.